Stangenspargel? Ja, und? Du willst also tatsächlich Spinat und Spargel kreuzen? Ja. Das ist lecker. Und wie willst du das nennen, was da rauskommt? Spagat? Nee. Spinagel. Archie, du bist so blöde wie ein Rübenegger, du. Du kannst ja auch gleich einen Gemüseteller züchten, ne? Oh. Brakelmann. Ja. Was? Ja, Johnny, dann halt ihn fest, halt ihn fest. Ja, ich bin gleich da. Was ist denn nun los? Die Grüfenerben ist durch, von denen krieg ich noch Geld. Oha, von denen krieg ich auch noch Kohle. Archie! Hey! Archie! Hey, Archie, bleib hier! Archie! Archie, warte doch! Moin, Johnny! Moin, moin. Mensch, ihr habt euch ja Zeit gelassen. Ist noch was da? Im Haus ist alles verteilt. Ich wollte Bargeld. Ja, ich auch. Bargeld? Der alte Gröben, der war so verschuldet, der hat sogar den Strick geliehen, an dem er sich aufgehängt hat. Ja, aber hier das Land und die Gebäude, das hat auch einen Nennwert. Gehört alles der Bank. Ja, ich habe Schuldschein, Ja, ne? hier habe ich auch. Nee, Jungs, das sind Quittungen. Für Lehrgeld. Ja, gut, das wär's dann, ja. Okay. Na, und Sie haben auch noch was Schönes gefunden? Sie nehmen das da mit? Okay. Ich nehme 400. Und nicht 300. Das tut mir leid, aber hier ist nichts mehr zu holen. Das gibt es doch wohl nicht. Stellen Sie mir meine Enttäuschung vor. Da wird man schon mal Erbe und erbt nichts als Schulden. Dann holen wir uns das eben von dir. Wie meinen? Neffen haften für ihre Onkels. Geh mal weg da. Was meinst du, Archie? Zieh das Ding mal eine Ecke über den Acker? Ja. Das ist bestimmt eine gute Zugmaschine. Das wäre Diebstahl. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Wieso? Sollen wir leihweise 50 Mark am Tag? Ja, das macht, lass mich mal rechnen. 2 Wochen. Das würden Sie vor Gericht niemals durchsetzen können. Das setzen wir gleich hier auf dem Hof durch, du Stadtschinken. Okay, okay. Sie sind mir auch irgendwie sympathisch. Also ich weiß auch nicht wie, aber ich meine, okay, Sie. Ich habe doch noch irgendwas für Sie. Was ist das denn? Ein Pferd. Na, sehen Sie mal, das ist doch was. Hä? Ein treuer Freund. Und schauen Sie mal, wie er guckt. Die können Sie überall hinstellen, ne? Frisst auch nicht viel. Ja, ich habe nichts anderes. Quiddo. Ja, und ich? Ja, der ist für Sie beide. Ich meine, 700 Mark wird das hier wohl wert sein, oder? Was sollen wir denn mit so einem dünnen Gaul? Egal, Archie, wir nehmen den Klemmer mit. Prima. Was soll ich auf die Quittung schreiben? Pferd. Das sollten Sie ein bisschen genauer machen. Weißes Pferd. Vielleicht ein Name? Meier. Frau Meier. Mein Vater hatte früher auch mal ein Pferd. Schön, Archie. Das war aber kräftiger. Egal. Kennst du dich aus mit Pferden? Aber was soll ich eigentlich noch alles wissen? Ja, ist ja gut. Ja, was machen wir denn nun? Was? Ja, du sollst da und ich soll da runter. Was machen wir denn mit dem Gaul? Ich habe eine Idee. Na? Ja, von dir stecken ja 300, Frau Meier, und von mir 400, ne? Das sind 3/7 zu 4/7. Hm? Was ist das denn für eine Rechnerei? Also, die Woche hat 7 Tage. Also krieg ich, Frau Meier, 4 Tage und du 3 Tage. Das geht mir jetzt zu schnell. Ja, das macht nichts, Archie. Das kannst du ja zu Hause dann in Ruhe noch mal ausrechnen. Also, ich nehme jetzt Frau Meier mit, weil mein Trecker ist ja kaputt und das Feld muss gepflügt werden. Komm. $200. 200. Komm, Braggelmann.
Das ist mein Vater, sein Pferd, sein Zaumzeug gewesen. Das hat auch einen gefühlsmäßigen Nennwert. Hü! Hü! Na los jetzt! Oh, ich glaube, jetzt hat sie sich ein bisschen bewegt. Du kannst mich mal. Nee, wirklich. Da hinten, so ein bisschen. Ach, das wird schon bis morgen, Brackelmann. Bis morgen. Moin. Ja. Heute ging es immerhin schon um 150.000 Mark im Hauptrennen, das der Mitfavorit Wurftaube gewann. Aber Horn findet nicht nur auf der Rennbahn statt. Archie, was machst du da? Heute bin ich dran. Was hast du vor? Das ist meine Sache. Archie, irgendwas schwebt dir doch davor von deinem inneren Glasauge. Heute habe ich die Verfügungsgewalt, Brackelmann, über das uns gemeinsame Pferd. Ja, aber morgen ist das wieder da. Ja, 4/7 auf jeden Fall. Archie! Ja, Mensch. Auf dem Schlachthof kriegen wir jedenfalls noch ein paar Mark für den Haferfresser. Sag mal, bist du noch zu retten? Was hast du denn vor mit dem Libizzaner? Willst du im Zirkus auftreten? Ich sag dir das immer wieder und immer wieder. Man braucht eine Idee. Da geht alles wie von selbst. Hast du Bier und Köhm? Mein Vater sagte immer, die einen laufen lieber gegen Auto und die anderen leben lieber. Habe ich recht, Brackelmann? In diesem Sinne, Prost. Guck mal, auf dem Schlachthof kriege ich 2 Mark für ein Kilo. Was wiegt, Frau Meier? Das sind bummelig. Naja, jedenfalls kommt da eine ganze Menge zusammen. Du musst auch mal rechnen, Brackelmann. Gewann Silber Arrow den großen Preis von Deutschland. Auf den Plätzen folgten Morgenstern und Freigeist. Alle aus dem Gestüt Klinkhammer, das sich nur Mein über eine Spinagel schöne ist mir Preisgrenze eingegangen. freuen kann. Schon letzte Woche. Die ganze Forschung für nix. Archie. Ich bin so enttäuscht. Archie. Da ist sie. Die Idee. Brackelmann. Ja, guck doch mal. Und wieder Pferde. So, und jetzt guck dir mal Frau Meier an. Komm. So. Frau Meier ist nicht dünn, die ist edel. Na, Frau Doktor, was ist? Edles Pferd, was ihr da habt. Ja. Ein Traber. Na bitte. Bestimmt eine gute Abstammung. Habt ihr Papiere? Nö. Aber Rennen kann die Stute nicht laufen. Ach nee. Warum denn nicht? Die ist schon zu alt. Hat Knochenprobleme, beginnende Arthrose. Tja, Brackelmann. Du kannst ja heute Abend noch mal mit dem Klepper spazieren gehen. Morgen habe ich Nutznieß. Weiß Bescheid, ne? Archie. 2 Mark pro Kilo. Pünktlich morgen früh um 7. Das ist meine Idee. Was denn zum Schlachthof? Ja, weißt du, Doktor, Archie und ich, wir sind gerade ein bisschen blank, ne? Ja, und warum verdient er dann nicht Geld mit dem Pferd? Hä? Züchten, Brackelmann. Lottie? Gedeck.
auch? Doppelt. Ja? Na? Wie geht's denn so auf dem Reiterhof? Mittel geht's. Pferde bewegen, Stall ausmisten den lieben langen Tag. Ich sag dir das. Dann mal Prost. Prost. Grüß dich, ja? Hast gesehen? Telefonzelle steht wieder. Hör bloß auf, Mensch. Ja, da das Auto um die Ecke kam und Bautz, ne? Wann warst du spriedig? Du hast aber keinem Menschen was erzählt, oder? Kein Wort. Tu dir doch gerne mal einen Gefallen. Du fragst dich natürlich, ob du mir auch mal gerne einen Gefallen tun würdest, ne? Hier, Asche. Danke. Sag mal, Schordi, was reden die denn da? Was weiß ich? Wieso weißt du das nicht? Du stehst doch die ganze Zeit dabei. Wenn dich das so interessiert, dann stell dich doch dazu. Ich geh mal pischern. Na, bist du mit Frau Meier hergeritten? Im gestreckten Galopp war. Was willst du denn vom Kuno? Frau Meier hat eine Ovulation. Na, sauber. Auch noch krank. Eisprung, Archie. Dr. Groth sagt, Frau Meier ist gut für die Züchtung. Ja, viele Fohlen, die ergeben 1A Rennpferde. Und heute Nacht ist der Zeitpunkt günstig. Züchtung. Günstiger Zeitpunkt. Heute Nacht. Braggemann, ich verstehe ja nicht viel von Pferde, aber ich glaube, dafür brauchen wir einen Hengst. Ihr bringt mich in Teufelsküche. Ach, Kuno, krieg doch gerade mit. Und wenn doch? Na ja, es gibt Dinge, die passieren, die sieht man nicht, weißt du doch. Was ist denn mit dem da? Dem da. Heißt Madonna. Pass mal auf, Kuno. Wir brauchen einen Hengst. Und zwar dringend. Der da ist unser bestes Stück. Ein Traber, in bestem Alter, topfit. Heißt Kavalier. Den könnt ihr nicht haben. Aber macht schnell. Ja, das Kavalier seine Sache. Morgen früh muss er wieder hier sein. Na ja, bis morgen wird er das ja wohl gebacken kriegen. Pass nicht? bloß auf, Mensch. Weißt du, wenn du backen bist, ne, dann komm doch mit. Nee, ich will mal lieber nicht mit euch gesehen werden. Ja, dann bleibst du eben hier. Ja. Na, dann komm. Ja, du, bei so einem Rennen, ne, da verdienen die 150.000 Mark. Manchmal 180.000, manchmal auch 200.000. Rechne das mal zusammen. Ja, das ist ja bummelig 1 Million. Ja, da können wir aber froh sein, dass wir ein Pferd haben und nicht einen Hund oder einen Kanarienvogel, ne? Oder ein Springbrunnen. Ach, du Scheiße. Was ist denn, du? Oh, Polizei. Oha. Hier bleiben, Archie, mitgehangen, mitgefangen. Ja, aber das war doch deine Idee, dass Frau Meier eine Ovulation hat und Kavalier genau der Richtige ist. Ja. Vielleicht kommen wir ja ganz leise vorbei. Ganz langsam, wa? War keiner drin? So hab ich doch gleich gesagt. Was macht ihr denn hier? Um diese Zeit? Mit dem Gaul? Was macht ihr hier um diese Zeit? In der Scheune? Schönes Pferd. Ja, schöne Scheune, wa? Ist was? War was? Tja, dann Nacht. Ja. Angenehme Streife noch. Ich verstehe das nicht. Du und deine Ideen, du. Ja, aber irgendwann muss die Natur doch mal ihren Gang gehen, oder nicht? Züchtung. Schlachthof, sag ich dir.
Das liegt an ihm. Ja, aber sie macht doch auch nichts. Dass man auch so wenig Ahnung von Pferden hat, ne? Aber züchten wollen. Ja, ich arbeite mich auch gerade erst rein. Aber jetzt ist Eile geboten. Frau Meier hat eine Evolution. Ach komm, jetzt hören wir doch auf damit, Mensch. Torf, komm. Klugscheißer. Archie, ich sag dir was. Wenn wer lieben soll, dann auch wer kämpfen kann. Wo hast du das denn her? Ausmessen. Bin gleich wieder da. Sind doch mal Tauder, Tempo, Tempo. Ja. Ja, Frau Meier, ne? Guten Tag. Komm. Birne ist trocken. Gut, dann wollen wir die mal reindrehen, ne? Ja. Vorsicht, mal bitte. Damit mal zwischen den machen, ne? Die Nacht ist noch lang und hier ist Kuschelmusik auf Welle 2. So, dann wollen wir das Mädel mal noch ein bisschen flott machen, ne? Also wenn jetzt keine Freude aufkommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, mehr können wir nicht machen. Ich glaube, wir lassen die beiden jetzt mal ein bisschen alleine. Erotik, Archie. Hör bloß auf. Ich weiß doch auch nicht weiter. Ich darf da gar nicht mehr an denken. Gerlinde Kötenbrück. Ach, mit der hattest du Erotik. Jo. Ich auch. Echt? Einmal. Und dann noch zweimal. Und sonst? Und du? Ich? Ja. Mit wem hattest du noch so Erotik? Gerlinde Kötenbrück. Hattest du schon? Ja, das war wenigstens schön. Kannst du dich denn überhaupt noch daran erinnern? Die ist doch schon längst verheiratet in Hamburg. Ich weiß noch alles. Ich auch. Ich hab's, Archie. Wir haben die falsche Musik. Das ist das. Was? Ja, ich hab die noch irgendwo. Ja, was denn du? Die Platte. Also immer wenn Gerlinde die Platte gehört hat, dann, na, du weißt schon, ne? Ach, du meinst. Ja. Und was war das für eine Platte? Ich hab die irgendwo, das weiß ich ganz genau. Ich habe noch nie eine Platte gehabt. Oh, die haben wir immer auf dem Schützenfest gehört und immer dann hat Gerlinde immer ihren Kopf so an die Seite gelegt und ihre Hand dann immer, ne, na, du weißt schon, ne? Ich habe Gerlinde ja immer die Blumen erklärt. Das fand sie, glaube ich, ganz erotisch. Da hat sie immer den Kopf so angelehnt und die Hand war dann auch so erotisch. Da ist er, mein alter Plattenspieler. Der spielt mit ohne Strom. Wir haben die Platte mal draußen auf dem Wiese gehört. Einmal habe ich Gerlinde die Blumen auf der Bettwäsche erklärt. Das war aber nicht so erotisch. Da ist sie.
Ein Bett im Kornfeld. Das spielen wir jetzt Kavalier und Frau Meier vor. Und da wirst du sehen, da geht es aber... Ach, du meinst. Juhu. Ach nee. Ja, nu? Ja, nu, Mensch, ich hab die über Wochen in Felder und Wiesen, hab ich die transportiert und nun ist sie in Dutt. Habt ihr beide auch immer draußen? Das ist es doch, Archie. Gerlinde Kötenbrück, immer nur im Freien. Das ist es. Doch nicht. Was machen wir denn nun, wenn das auch nicht klappt? Da kommt sie in die Wurst. Nö. Warum denn nicht? Das können wir Frau Meier nicht antun. Archie, du weißt auch nicht, was du willst, ne? Nun wird alles gut. Ja. Ideen, Archie. Die soll man gar nicht so gering unterschätzen, ne? Ja. Komm. Wer hätte das gedacht, dass er mit unserer Züchtung nun doch klappt? Und das ist erst der Anfang. Ja, gar nicht auszudenken. Mein Gott, Gerlinde Kötenbrück. Immer nur im Freien. Ja.